Herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Basel-Land aktuell. Heute mit einem hochbrisanten Thema. Der Kanton sieht vor, in der Oberbasel bietet Becher wieder Salmoniden in Form von Lachs auszusetzen. Jetzt ist das Unterfangen leider nicht ganz ohne Gegenwehr zustande gekommen. In der Zucht zu Augst sind Unbekannte eingebrochen und haben die ausgewachsenen Fische geklaut. Dazu befragen wir jetzt unseren Fischereiaufseher, der Kasper Gipfeli. Es ist wirklich ein Seeland. Wir haben uns jetzt wirklich lange vorbereitet. Wir haben es geschafft, wir haben Stunden investiert. Es ist nicht etwas, das einfach auf den Bäumen wächst, das ist ein Lachs. Und es ist schade, dass jetzt einfach so in die Luft aufgelöst ist und über Nacht. Wir haben uns wirklich gefreut. Wir haben uns gefreut, den Lachs zu begrüßen bei uns in den Oberbaselbieten Bach. Wir haben uns gefreut, da in seiner Wildbahn beobachten und wir haben uns ganz offen und ehrlich auch gefreut, einmal der eine oder andere von diesen Möcken dann dort wieder rauszuziehen. Ja, es hat jetzt sicher bedeutet eine grosse Verzögerung für das Projekt und da sind wir schon betriebt, ja. Das verstand ich und finde es sehr interessant, auch von der Thematik her vom Projekt an sich. Ihr sagt, ihr wollt wieder den Lachs in die natürliche Umgebung im Baselbiet einführen. Wie muss man sich das vorstellen? Könnt ihr unseren Zuhörern ein bisschen beschreiben, wie gross ist so ein Lachs, wie sieht er aus, wie kennen wir den, wenn wir den in ein paar Jahren hier wieder antreffen? Also der Lachs ist eigentlich ganz einfach zu erkennen. Von der Größe her ist es etwa, wenn du jetzt in der durchschnittlichen 3,5 Zimmerwohnung vom Stubentisch bis ans Küchenfenster ist dazwischen alles möglich. Und der Lachs, der ist nachher so relativ stromlinienförmig, hat diverse Flossen aussen da. Eigentlich ein typischer Fisch. Und einfach der besonders Schöne, ja. Und das ist halt wirklich, wenn man einmal so einen also sieht, dann ist das wirklich etwas Spezielles. Viele sagen, es ist auch nur im Interesse der Sportfischer. Das ist ja auch ein Hobby, das wieder sehr gross in den Medien ist, auch dank Social Media. Denkt ihr, durch das Projekt könnte das Oberbaselbiet auch zum Fischerei-Hotspot für Sportfischer werden? Ja, unbedingt. Also das ist klar das Ziel des Projekts. Wir haben hier jetzt schon grosse Fische. Ich habe jetzt persönlich letzte Woche gerade wieder Glück gehabt. Ich habe eine gute metrige Forellen rausgezogen, das Gelb finden. Und das ist noch viel zu wenig. Da passiert viel zu wenig, da wird zu wenig gemacht. Der Kanton, der Bund, da müssen sie dahinter, da muss wirklich jetzt der Verwaltungsapparat in Gang kommen, dass wir hier mal ein bisschen vorwärts machen und das auch ein bisschen bewerben in der Öffentlichkeit. Ich zum Beispiel habe privat auch auf Instagram kann man mir folgen, Lucky Strike 77. Dort können Sie mal schauen, was hier in unseren Bächen so abgeht und was hier eben das noch zum Teil für Fetzen drin hat. Entschuldigung, ich weiss nicht, ob ich Sie jetzt gerade richtig verstanden habe, weil haben Sie gerade gesagt, eine metrige Forelle? Ja, also gute Meter, aber das ist mir schwierig so beziffern. Aber ein rechter Mucke, ja doch, ein grosser Kaib. Ich weiss nicht, Entschuldigung. Aber ja, nein, schön gewesen, doch einmal wieder Glück gehabt, doch. Und ich habe schon ein paar Mal, die dahinter, dort einmal eingestellt, oh ja, das hast du gesehen, das ist jetzt etwa 2 Jahre, dort habe ich mal zurückgelenkt. Noch ist wirklich für so eine schöne satte Bachforelle habe ich dort ausgerupft und die ist also wirklich... Also ich habe in so einem Ding, oder? Ein Subaru Galaxy und die den Kofferraum musste ich also offen haben, wenn ich den heimgenommen habe. Das tönt sehr rekordverdächtig und eure Richtung scheint auch klar zu sein. Mehr Raubfisch im Oberbaselbiet. Heisst das, nach dem Lachs ist Schluss oder gibt es denn da noch weitere Pläne? Also, ich bin Visionär. Für mich ist hier noch viel drin. Ich lasse mir nicht gerne sagen, was nicht möglich ist. Und wegen dem ist eigentlich bis zum Haifischufen ist alles denkbar. Wir haben hier die idealen Voraussetzungen. Ich meine, die Infrastruktur ist da, das Geld, die Kinder gibt es gerade ein neues Freibad. Und ich denke, da können wir wirklich, wenn wir jetzt mal so das ein oder andere Jahr in die Zukunft schauen, sich freuen, dass mal noch eine Heckflosse dort abschwimmt. Das klingt faszinierend. Vielleicht werden wir ja dann auch Ziel von neuen Tierdokumentationen hier im Oberbaselbiet. Was denken ihr? Es würde mich natürlich sehr freuen. Es ist natürlich auch etwas, das muss man aufklären, das muss man vermitteln.
Und es ist aber einfach auch toll, eben wenn man da mal dann zum Handkuss kommt. Mit so einem Lachs und ja. Aber eben, es ist jetzt schade, es ist natürlich gerade um ein paar Monate wieder zurückgeworfen, das Projekt. Und ich würde einfach sagen, ich tue jetzt ab jetzt hier, ich persönlich wach halten. Jede Nacht, alle Nacht bei diesen Fischen. Und wenn jetzt hier noch mal einer kommt und will etwas rausnehmen, dann hat er also dann nicht mehr zu lassen. Auch der kommende Viertag, der Karfreitag, steht ja im Zeichen vom Fisch. Und an dieser Stelle wollte ich euch fragen, Gipfeli, ob ihr unseren Zuhörern noch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Ja, also ich denke, ich werde auf alle Fälle das ganze Wochenende immer wieder mal einen Fisch machen. Ich bin da kürzlich eben gerade eine grössere Ladung dran gekommen. Und da kann man auf dem Grill, kann man im Ofen, kann man noch auf die Pfanne. Hauptsache er ist noch weg am Montag. Danke vielmals. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das informative Gespräch, auch im Namen von unseren Zuhörern. Und wünsche Ihnen auch in Zukunft sehr viel Erfolg im Fischen. Petri Heil.